Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Adventszeit. Kerzen und Lichter überall, ein Hauch von Lebkuchengewürzen liegt in der Luft. Wir warten auf die Ankunft Jesu. Ruhe, Besinnung, Stille, Frieden finden. Bei sich selbst ankommen und bei Gott. Dieses Jahr schaffe ich es. Das wird endlich mal eine Adventszeit ohne Stress, ohne Hektik und dafür mit Ruhe und Besinnung. Alle Jahre wieder nehmen wir uns das vor. Das Gegenteil steht auf der Tagesordnung. Oder wie geht es Ihnen so kurz vor dem 3. Advent, vielleicht nach oder vor dem Power-Shopping am Samstag? Wohl wissend, der 4. Advent fällt dieses Jahr eigentlich flach. Zur Besinnung kommen, anstatt besinnungslos rumzurennen, ja, das wäre schön. Stattdessen Geschenke, Einladung, Rezepte für das Weihnachtsessen, Großeinkauf, Hausputz, Weihnachtsmarktmarathon, Geschäftsessen, Weihnachtsfeier, puh. Wie kriegen wir denn das alles gebacken? Ach so, der Stollen und die Plätzchen müssen ja auch noch in den Ofen. Advent, vom Kirchenjahr her gesehen, eine Zeit der Umkehr und der Einkehr. Die Vorbereitungszeit auf ein großes Fest. Nun können wir schlecht sagen, okay, es ist Advent, Zeit für mich, Zeit für Gott, ich arbeite jetzt nur noch die Hälfte. Oder stellen wir uns die Gesichter vor, wenn sie am Frühstück der Familie verkünden würden, diesmal gibt's keine Geschenke, keinen Tannenbaum, kein Weihnachtsbraten, kein Weihnachtsgebäck. Und dafür ist dann alles so richtig schön besinnlich und entspannt. Entsetzte Blicke, empörte Aufschreie und rigorose Streikandrohungen. Schließlich wird es erst mit dem Tannenbaum richtig Weihnachten und mit den obligatorischen Vanillekipferln und Zimtsternen. Vom Prediger Salomo sollen wir uns sagen lassen, alles hat seine Zeit. Ich glaube, der entscheidende Gedanke ist, es gibt nicht nur die Zeit für das eine oder für das andere, sondern Zeit für beides, aber eben jedes zu seiner Zeit. Das Schwierige ist nur, die Zeit für die Hektik kommt von ganz allein. Zeit für Besinnung und Besinnlichkeit, die muss ich mir nehmen. Advent, eine Einladung zu entdecken, wann die richtige Zeit wofür ist. In all dem Lauten der Welt auf die leise Stimme Gottes hören. Lasst mich ein, lasst mich euer Herz mit meiner Liebe füllen, mit Kraft und mit wärmendem Licht. Seht, die gute Zeit ist nah, freut euch auf die Stunde. Dann machen wir es doch mal so. Nehmen wir uns Zeit für uns, für andere. Manchmal reicht schon ein Abend, ein Nachmittag oder eine Andacht, ein Gottesdienst in der Adventszeit. Weg vom Alltag, raus aus den Forderungen, einfach nur hören, spüren, singen, beten. Das Handy aus, dafür die Kerzen anmachen, vom Dachboden den Stall herunterholen und zusammen einen schönen Platz dafür suchen, gemeinsam die Lieblingssorte Plätzchen ausstechen und verzieren und bei einem Becher eines Heißgetränks ihrer Wahl dann doch feststellen, gemeinsam kriegen wir das gebacken. Ich wünsche Ihnen einen schönen 3. Advent. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.